Doch zurück zu der ersten Gruppe, zu den Menschen, die nicht an Jesus glauben, die keine Vergebung ihrer Sünden haben. Nun, Gott gibt auch ihnen die Möglichkeit. Auch für diese Menschen ist Hoffnung. Auch ihnen gibt Gott die Möglichkeit, umzukehren und zu Jesus zu kommen. Die Entscheidung liegt bei jedem Menschen. Wer nicht umkehrt, wird nach dem Tode nicht bei Gott sein. Wer hier auf Erden ohne Jesus leben will, kann das tun. Aber dann muss er nach dem Tode auch ohne Jesus, ohne Gott leben. Ja, auch diese Gruppe von Menschen, für diese Gruppe von Menschen ist mit dem Tode eben nicht alles aus. Sie werden weiterleben, aber eben ohne Gott. Und das bedeutet ewige Verlorenheit, eine Ewigkeit ohne Gott. Und das bedeutet eine Ewigkeit ohne Liebe, eine Ewigkeit ohne Freude, ohne Frieden, ohne Trost, ohne Licht. Stattdessen ewige Finsternis und Qualen ohne Ende. Und das ist die Hölle. Jesus sprach darüber sehr deutlich. Und er hat alles getan, um Menschen vor dieser ewigen Verlorenheit zu bewahren. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat die Menschen so sehr geliebt. Und er hat diese Liebe gezeigt, indem er die Kranken heilte, indem er die Gebundenen befreite. Er hat viel, viel Gutes getan. Doch dabei ist er nicht stehen geblieben. Zum Schluss ließ sich Jesus ans Kreuz nageln, wo er dann stellvertretend für jeden von uns die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen hat. Ja, Jesus hat den Tod erlitten, den wir, du und ich, wegen unserer Sünden verdient hätten. Und wer das glaubt und das Erlösungswerk Jesu Christi für sich persönlich in Anspruch nimmt, der hat ewiges Leben. Das heißt, er wird nach dem Tode bei Jesus sein. Doch wer das nicht glaubt, der wird mit seiner Sünde weiterleben. Und er wird mit seiner Sünde sterben. Und das heißt, er wird nach dem Tode nicht bei Gott im Himmel sein.